Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sage ich euch einen Klangkrieg. Also zu unserem Klangkrieg von gestern. Sagt man, die haben uns ganz schön abgezogen. Ab der Nummer 5 durchgehend 3 Sterne geholt, aber oben ein bisschen verkackt, deswegen wir haben bloß bei der 9 plus 2 geholt als Rathaus 9er. Aber sonst eigentlich relativ solide. Schauen wir den ersten Fighter, der war von mir auf die Nummer 1. Die Base, die ist relativ low für ein Rathaus Eivor. Wenn man sagt 20er Queen, ich glaube 15er King, 10er Warden, ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, ich bin von unten eine, aber Taktik verwendet, die ich normales immer gegen die Base verwendet habe. Hat eigentlich immer relativ gut funktioniert, aber gemeint, dass vielleicht 3 Sterne werden kann. Aber den zweiten Wut ein bisschen blöd platziert, weil ich auf jeden Fall 2 Sterne sicher haben wollte. Hab Klamburg nicht richtig getroffen. Also den Drachen, wie man sagt, der hat da ganz schön Schaden gemacht an meine Bowler. Aber Queen hat sich dann zum Glück umgedreht, ist im dritten gelaufen und hat sich das Rathaus geholt. Heiler sind dann auf Queen gegangen. Queen ist vom Single Inferno erfasst worden, habe ich dann gleich zünden müssen. Hat sein Inferno geholt, nur die 2 X-Bögen in der Mitte, da hat es eigentlich nichts gefeit. Ich kann ein bisschen schneller machen, weil das läuft jetzt bloß nicht so dahin. Warden ist dann im dritten Zug zur Queen und zum Helfer. Sind einfach dann hochgeheilt worden. Und ja, bloß noch ein paar Prozente geholt. Ich glaube 83% sind es geworden, ich weiß es nicht mehr genau. Zwei Sterne haben in dem Fall dann aber geklappt. Also. War aber für die Gegner ein bisschen unfair, muss man sagen. Ich mit meinen Max-Helden und die eigentlich nur mit relativ low, aber mal so. Erstens haben wir bis jetzt mehr Pech gehabt von den Gegnern her. So, dann habe ich Nummer 2 angegriffen. Also bei uns nehmen wir meistens immer der erste nimmt 1 und 2 und dann wird immer abgesprochen. So, ich weiß, dass ich bei den Rathaus 10er normalerweise relativ sicher 3 Sterne hole. War ja trotzdem ein bisschen unkonzentriert, ich war mir zu sicher, dass ich 3 hole. Wurden gleich zündet, wegen beide Infernos. Ob Freeze, die hätten normales beide freezen können. Jetzt schaut es auf den King, den habe ich vergessen zu zünden. Ja, da ist er down. Aber auf einem Rathaus 10er mit sehr OP-Truppen, da feiert sich eigentlich nichts. Und der Rush durch die Base, da feiert sich überhaupt nichts, schaut sie. So, das war der zweite Fight. Schauen wir weiter. Molle auf die Nummer 3. Gerade so 2 Sterne geholt, habe mit meiner Level 2 gegriffen, was jetzt normal das keinen empfehlen darf. Also ich darf jetzt bei Rathaus 10 wirklich Go Wipe. Ich darf die nicht nehmen, auch wenn es geht schon, wenn man es gut kann, dann kann man da immer nur 2 Sterne holen. Aber ich darf wirklich höchstens mit Bowler Level 2 und der Valkyren so einen kleinen Mix oder nur mit Go Walk. Aber das war jetzt ein bisschen knapp. Wenn man sagt, der hat Klamburg nicht ausgehabt, wenn ein Drache drin ist und jetzt sitzt er seine Miner, Queen ist down. Der eine Magier auf der rechten Seite, der wird die Klamburg allein nicht holen. Das war jetzt ein bisschen kritisch, aber meiner sind zum Glück jetzt gleich am Rathaus dort. Ich verstehe nicht, warum man die zweiten erst hinterher gesetzt hat. Ja, 2 Sterne passt, darf man sich nicht beschweren. Am Schluss noch ein Skelettzauberin, wo ich überhaupt nicht mag. Ich weiß nicht, da hätte ich höchstens noch einen zweiten Gift genommen, aber jeder wie er es mag. Nummer 4, Agel. Bei ihm gleich war das Problem, weil er 4 Erdbebenzauber, es ist zwar schön offen und alles, ist er schön reingekommen. Wie man sagt, es ist so richtig schön wie bei Go Wipe damals. So richtig schön reingekommen mit Mauerbrecher. Jetzt Valkyren hinterher, wie man früher Packer hinterher gesetzt hat. Ich hätte schön Klamburg freezed, wie man es jetzt sagt. Und jetzt ein Giftzauber noch draufgehauen. Giftzauber drauf und freezed, ich verstehe das nicht. Früher hat man einen Blitz dafür hergenommen, der wo 2 Platz braucht hat und jetzt ist sich jeder Jotter seinen Giftzauber mitnimmt. Sagt man das, der hätte da locker noch 15% mehr da holen können. Ja, aber Hauptsache 2 Sterne, passt.
Ist einfach so ausklappen. Nummer 5, Phoenix Castle. Leck. Phoenix Castle ist ein Rathaus 10er, sagt man ja. Golem Max und Valkyren Level 5. Der hat gelockt, was normalerweise auch der Rathaus 9er, deren ist jetzt kein Problem gewesen in dem Fall. Gut aber gesetzt, das war ja für Mauerbrecher und auf Ding, auf Golem 6 dann gut aber setzen, ich weiß nicht, ob das so optimal ist. Und jetzt kommen Valkyren hinterher. Und die 2 Freeze, weil man die dabei gehabt hat, weiß ich auch nicht. Verstehe es nicht, keine Ahnung. Die 2 Freeze, wenn er dort 2 Heil mitgenommen hätte, war eigentlich viel effektiver gewesen, aber es hat gereicht, also von dem her brauche ich mich nicht beschweren. Wenn er sich sicher war, weiß ich jetzt nicht, das ist meiner Meinung nach doch noch ein bisschen knapp geworden. Ja, sagt man. War Valkyrie noch gelebt. Queen war auch schon fast down. Auf Nummer 6 wieder Agel, das ist auch Rathaus 10er, haben wir ja gerade schon feig gesehen. Oder wieder die Taktik von der vorher genommen. Von oben schön eine mit dem Magier, passt. Schön aufgedrückt, jetzt können wir Valkyren. Und jetzt halt wieder kein Giftzauber nicht da, wenn man sagt, die Loons hauen jetzt dann einmal auf Ding, einmal auf Valkyren, dann schaut es echt besser aus. Also zum Absichern, der die wirklich jeden empfehlen, also an mitnimmt. King geht nach außen, folgt der Magier. Ich glaube, dass das noch relativ gut war, weil man sagt mal, der King tankt jetzt recht schön. Rechts gingen ein Haufen Valkyren. Queen kann noch gezündet werden, also eigentlich als Rathaus 10er ist Pflicht, bei den Ninern 3 Sterne zu holen. Auch wenn ich da schon viele Sachen gesehen habe, die wo mich wirklich verwundert haben. So, dann auf Nummer 7. Tumba, das ist mein zweiter Account. Und dann natürlich zurzeit meine Lieblingstaktik, Go Walk, falls ich gar nichts hinterher mit der Magier, habe die Außengebäude ein bisschen weggeholt. Dann habe ich als Mauerbrecher gesetzt. Bin auf der rechten Seite mit meinen Helden und mit die Valkyren rein, mit dem Großteil der Valkyren. Auf der linken Seite habe ich auch gesetzt, damit so schon ein bisschen was wegholen. Sagt man, die haben schon ein paar Verteidigungsgebäude weggeholt. Das Blöde war, dass sie das ein bisschen aufteilt hat. Es sind auf der linken Seite der Drache und der Loon. Und auf der rechten Seite auch noch, aber auf der rechten war ja mein Queen, die hat den wegholen können. Die waren, der Drache ist schön lang im Giftzauber drin geblieben. King ist mit den paar Valkyren schön außen rumgelaufen. Ich bin ja auf 3 Sterne gegangen, sonst nehme ich normalerweise einen Sprungzauber mit oder nehme Erdbeben, eher relativ selten, kommt auf Face davon. Hätte einen Sprungzauber mitgenommen, aber ich war mir sicher, dass die Arme drum rumlaufen und dann ziehen sie eine. Da war es dann jetzt auch noch gefährlich, dass der Drache zu meinen Valkyren und meinem King geht. Habe ich dann noch ein bisschen Glück gehabt, weil sonst hätte er die alle geschnetzelt. Das ist jetzt Luke und der eine Magier und die Queen haben den dann noch locker wegholen können. Da ist sicherer 3-Star geworden, hat sich nichts gefeit eigentlich. So, dann der letzte Fight noch. Ich kann das leider nicht alle sagen, weil wir haben 15-15 gemacht, glaube ich. Ja, war das 15-15, normales machen wir immer 10-10. Der ist auch wieder ohne Giftzauber. Das war auch, sagt man jetzt gleich wahrscheinlich. Ich verstehe es nicht, normales nimmt man einfach ein Bild, das gehört einfach dazu. Man nimmt was für Clanburg mit, wen man es nicht, kann man es auch noch auf Ding setzen, kann man es auch auf Queen setzen, für Skelett fallen. Also der schaut eigentlich nie. Da habe ich eigentlich schon gemeint, dass es nichts wert, weil Valkyren nicht ein, ja, Valkyren habe ich gemeint, laufen nicht eine, weil die Außenwand hat er nicht aufgehört mit den Mauerbrecher. Als ich dann gesehen habe, in Rage und laufen direkt in Mitten, da habe ich gewusst, die überrennen die Base. Normalerweise nimmt immer 3 Heil mit und einen Sprung. In dem Fall haben wir auf einen Sprung verzichten können. Hat er jetzt ein Erdbeben dabei gehabt, wenn er halt kein Gift nicht mitnimmt. Und die Wut haben wir halt auch nicht mehr können, weil es eine Base war, wo keine Doppelbomben nicht sind oder überhaupt keine Bombe. In dem Fall war überhaupt keine Riesenbombe, glaube ich, eingebaut. Und da braucht man dann auch bloß 2 Heil, 2 Wut, das passt normalerweise. So, passt. Das war dann der letzte 3-Star. Das war's dann mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Da geht's zu meinen letzten beiden Videos.
Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Haut's rein. Servus.